Ja, jetzt sitze ich gerade in einem wunderschönen Schanigarten in der Rosensteingasse bzw. Rötzergasse. Es ist eine Pizzeria, meine Stammpizzeria. Ich habe hier schon sehr oft wunderbar gegessen. Jetzt sitze ich halt bei einem Krügerl da. Und da ich euch ein bisschen auch mein Antlitz zeigen will, zeige ich es jetzt. Ich hoffe, ich schaue nicht zu dämlich aus. Ja, und der Lokal-Cowboy ist ein kultivierter Mensch, ja. Und ich weiß ganz genau, dass zum Beispiel in Wien nicht nur der Stephansdom ist und der Prater, sondern auch das Schloss Schönbrunn. Dann gibt es in weiterer Folge die wunderbare Wiener Sage der liebe Augustin, nicht vergessen. Ja, dann haben wir natürlich unseren unvergleichlichen Mundl, ein echter Wiener, nicht vergessen. Karl Merck hat's wunderbar gespielt. Ja, was soll ich noch dazu sagen von Wien, nur du allein, ja. Also, natürlich die Wiener Philharmoniker, die Lipizzaner, die Wiener Sängerknaben, das Wiener Staatsopernballett. Ich hätte so gern früher mal in der Wiener Staatsoper als Balletttänzer mitgewirkt, von mir aus im Chor de Ballet, aber leider haben meine Tanzkenntnisse nur gereicht für einen Vorstadt-John Travolta-Wettbewerb. Immerhin bin ich damals Erster geworden. Im ehemaligen U4, in der Diskothek U4 Parkshop, ja. Ja, es war ein super Abend, ja. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich, eine kleine Sektflaschen gekriegt und eine Barry Manilow Single anno 19, wann war denn das? Ja, 79 mit dem Titel Copacabana, genau, so hat das Barry Manilow Lied geheißen. Hast du immer so, Copacabana, ja schon. Naja, was soll ich noch erzählen? Über Wien, über mich, vor allem über mich, ich bin ja doch ein bisschen ein eitles Schweinde, ne? Mit Brüllen ein intelligentes Schweinde. Ja, ich sag nur, alles ist in Ordnung, wenn man am Wochenende in einem Schanigarten sitzt, ein Bierli genießt und natürlich auch ein Zigaretto. Ja, über den 17. Bezirk, also Wien-Hernals, kann ich nicht viel sagen. Also ganz da vorne ist dann der Elternplatz, ein super Platz, ja, ein schönes Kaffeehaus. Und ja, und die Leute da im 17. Bezirk sind leicht bürgerlich, leicht proletarisch, eine gute Mischung, ja, aus allen Ländern dieser Erde. Und ich beende nun meine Wiener Doku. Es hat mich sehr gefreut, Sie gesehen zu haben. Ich hoffe, ich habe dadurch sehr viel Videoaufrufe, sprich Views, ja, gehen wir einmal eine und möchte 5 Keks, 5 rote Punkte, 5 rote Sterne möchte ich haben. Bitte gebt mir, dass ich endlich einmal nicht mehr arbeiten gehen muss. Als Wagenhackler, ich will nicht mehr hackeln gehen, ich will ein Superstar werden, ja, ja, oder, ich weiß nicht, ich will einfach albern sterben. Bye, bye.